einer roten Ampel dusch ich nach dem Einkaufswisch. In meiner Hand liegt der Servietten, der Zettel daheim am Tisch. Von mir sind's bis zum Einkaufszentrum bloß 3 Kilometer. Nach 2 Stunden Kurverei am Ziel bei offenheißen Meter. Ich fahr Richtung Parkhaus und denk mir dabei nichts Schlechtes. Das Hinweisschild hab ich spät gesehen, wahrscheinlich gilt links vor rechts. An der Schranke vorn der Benz, da fällt mir plötzlich ein, wenn man ganz dicht auffährt, kommt man gleich so mit rein. Den Tipp hat mir ein Freund gegeben, dafür sollte ich mich bedanken. Ich fahr dicht hinten noch auf die Motorhandfaltschranken. So muss ich auch ein Ticket ziehen an den Blendings. Geht nicht, denn der Automat, der steht viel zu weit links. Also aussteigen, die aufreißen, es tut einen Schlag weg. So wie es scheint, war das Gerät doch nicht so weit weg. Dann roll ich los, mein Tankanzeiger geht schon in die Reserven. Die Autofahrer hinter mir verlieren schon langsam Nerven. Bisher haben's böse Blicke auf mit Ohr verwirrte Naschen. Mittlerweile werfen's mit Glas- und Plastikflaschen. Ich suche einen schönen Parkplatz und fahre ums nächste Eck. Da vorne übt ein Fahrschüler, den schnapp ich gleich weg. Neben mir ein BMW, oh, das wird eng. Und schon rumpelt wie am Drum, ist wurscht, hat keiner gesehen. Rein in Aufzug, erster Stock, denk ich in meinen Kopf. So was Blöds mit dem Öllerbogen, drück ich den Notfallknopf. Ein Mann im Blau schaut zu uns rein und schimpft uns wie verrückt. Ich zeige aufs Nadel neben mir und so, sie hat gedrückt. In die Schlange stelle ich mich hinten um zum Zurückgeben der Pfandflaschen. Die Frau von mir zieht Glasel von die Gurken aus der Tasche. Als ich endlich dran bin, ärgere ich mich bis aufs Blut. Ich hab doch gewusst, mir fällt was, in dem Fall das Leergut. Also zurück zum Auto, Einkaufswagen mitnehmen. Organisation ist einfach alles, ein Kaffee muss man kennen. Kisten ein und Auto zustellen und während ich da stehe, fährt mein Einkaufswagen schon los und streift den BMW. Mein nächstes Ziel, die Drogerie, die man die M8 nennt. Ein Pfarrer sehe ich drinnen stehen mit so Pustelmann im Hemd. Er kruscht am Tisch mit Salben, nachher Creme für die Symptome. Ich werf ihm heimlich in den Korb ein Backel mit Kondome. Einkaufswegen kann man nutzen, das ist sehr bequem. Doch stets ist einer mit dabei, wo Radl nicht gescheit gehen. Wer wohl den kaputten hat, 3-mal darf's jetzt raten. Ich kann nicht mehr lenken und sau sind die Tomaten. Ich check meine Finanzen, als ich beim Zahlen bin. Ja wunderbar, ein 50er, mit dem komm ich gut hin. Kassiererin scannt jeden Preis, sie darf nichts übersehen. Dann verkündet sie ganz dreist 65,10. Das werden wir doch wohl zusammenkriegen, wozu gibt's Münzen auf der Welt? Nachdem ich ihr mein 50er gibt, so riecht das harte Geld. Sie sortiert die Hi-Fi, auf jedes Zehner muss sie warten. Entschuldigung, das klang nicht ganz. Jetzt zahle ich mit der Karten. Genau 2 Euro fehlen, schreit hinter mir ein Kunde. Ungeduldig wirft er einen Zwickel in die Runde. In der Hosentasche finde ich später Euros haufenweise. Der Mann geht hinter mir vorbei. Ich kauf mir noch ein Eis.